Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung, das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und da tauchen wir ein. Und wenn ich das so jetzt live lese, denke ich, manchmal sollte man gar nicht noch zu viel dazu sagen. Also wir erklären es natürlich und so, aber das hat für mich so eine Kraft, so eine Hoffnung, was in diesen Versen steckt. Da führt alles hin. Das ist die große Geschichte Gottes mit dieser Welt. Die Predigt überschrieben, und so sind wir eingestiegen, ist mit ein überraschender Himmel. Und wir kommen noch darauf, wieso überraschen, wieso Himmel. Wenn man sich aber den Begriff Himmel vorstellt, hat man unterschiedliche Bilder vor Augen. Manchmal auch ist es so ein Thema, wo man gar nicht so viel mehr darüber spricht. Und umso unkonkreter sind die Vorstellungen. Und dann könnte man denken, ja, am Ende irgendwie ist es dann so Himmel, so irgendwie so in weißen Gewändern und eher so mit Wolken oder nur singen oder was je nachdem auch ganz positiv ist, wenn ihr gerne Worship macht, aber vielleicht denkt man auch nicht so greifbar. Ich als kleines Kind, ich habe mich so erinnert, als ich so durch diesen Text ging, wie ich denke, es war so 4-jährig herum, 5-jährig, wie ich mir den Himmel vorgestellt habe. Und nicht theologisch nuanciert, merkt ihr gleich, nämlich voller Luftballone. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich habe so heliumgefüllte Ballone geliebt und ich habe sie immer wieder verloren. Und dann fliegen sie so in den Himmel. Ich dachte mir, wenn das allen so geht, das muss ein Ort sein voller Luftballone. Das habe ich niemandem erzählt, erst mit der Zeit realisiert, so stelle ich mir das vor, so farbig. Aber ein schönes Bild. Jeder hier hat eigene irgendwie Bilder, um was es hier eigentlich geht. Und da gehen wir in die Tiefe. Und mein Wunsch ist dass wir so durch den Text gehen, vielleicht schon erlebt haben, jetzt vom Beginn weg, dass wir so den Vorgeschmack des Himmels im Mund haben dürfen, der uns ermutigt, stärkt, mitten in unserem realen Leben jetzt. Also nicht eine Vertröstung, aber gerade diese Hoffnung, dass die mich so erfasst, dass es meinen Alltag morgen prägt. Ich glaube, das dürfen wir erwarten, dass Gott uns wie so, indem sie in den Himmel öffnet. Wir sehen als erstes, schauen wir mal genau hin, um was es hier geht, aber das überschrieben mit: Der Himmel ist eine Erde. Das ist eine wichtige Wahrheit schon. Gehen wir dem nach. Das heißt hier gleich im ersten Vers, im vertiefen wir zu Beginn: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, da berichtet Johannes, der am Ende seines Lebens von Gott wie so eine Vision, eine Einsicht bekommt in seine Pläne, was noch alles kommen wird und das aufschreibt. So entstand dieses besondere Buch der Offenbarung. Wichtig dabei ist, und glaube ich auch hier zu betonen, ist zu verstehen, die Offenbarung ist nicht primär zuallererst ein Heilsfahrplan. Sagen, ja, schau so und dann so, sondern sie ist an ganz konkrete Gemeinden geschrieben. Das sehen wir zu Beginn. Natürlich dann auch an uns, aber sie hat konkrete Adressaten. Es sind Gemeinden,
die erleben jetzt gerade, es geht so gegen das Ende des 1. Jahrhunderts, wie Verfolgung zunimmt. Das sind Menschen, die verlieren ihr Ansehen, weil sie an Jesus glauben. Die verlieren Besitz, weil sie an Jesus glauben. Die verlieren ihre Heimat, die verlieren Beziehungen, Familien, die verlieren teilweise ihr Leben, weil sie an Jesus glauben und sind unter Druck, verunsichert. Und die Offenbarung ist ein Trost für sie. Die Offenbarung ist ein Brief, der sie ermutigt, mitten in dieser Situation. Und auch uns deshalb ermutigt. Also die Offenbarung ist von der Absicht her ein Buch zur Ermutigung. Überrascht manchmal, wenn man dann nur so die schwierigen Dinge so sieht. Aber es ist die Ermutigung, Gott kommt zum Ziel. Und er hat es in der Hand. Sie lesen hier, diese ersten Christen in der Offenbarung, etwas, das sie stärkt, das auszuhalten, wo sie jetzt mittendrin sind. Und das heißt, wenn wir diese Botschaft sehen, wenn wir das erkennen, wie da Gottes Plan ist, dann stärkt uns das so, dass wir Dinge aushalten können jetzt, die wir sonst wie nicht aushalten könnten. Also es ist eine Ermutigung, ein Trost. Was ist denn mit Himmel gemeint, wenn man so über Himmel spricht? Ich habe jetzt auch mit Himmel begonnen. Das kann ja vieles heißen. Das heißt einfach mal Himmel, also wenn wir in den Himmel schauen. So habe ich mir das vorgestellt, das Kind, oder? Himmel, irgendwie hängt das alles zusammen. Himmel beschreibt auch den Ort, wo Gott selbst ist, wo er gegenwärtig ist. Manchmal braucht man den Begriff Himmel auch für den Ort, wo Menschen sind, wenn sie sterben, oder auch Christen sind, wenn sie sterben. Ich würde da aber eher nicht zu sehr von Himmel reden. Was jetzt das Thema ist etwas anderes. Das ist ganz, ganz am Ende. Aber nicht am Ende im Sinn von, ja, das ist irgendwo dann weit weg, sondern das ist das Ziel. Also das ist das konkret, das wie groß vor Augen ist, wenn die Geschichte Gottes mit dieser Welt gemalt wird. Aber das ist ganz am Schluss. Ihr wart in einer Serie zu Sacharja. Und da habt ihr Tag des Herrn und alles. Wir gehen noch weiter. Wir gehen wirklich ganz am Schluss. Und um diesen neuen Himmel und neue Erde geht es. Also wenn wir jetzt von dem sprechen, darum geht es immer. Ich wäre deshalb auch eher etwas vorsichtig, wenn Menschen so Nahtoderlebnisse haben und dann eigentlich Dinge beschreiben, die von dem neuen Himmel, neue Erde sind, die ja eigentlich noch kommt. Das ist etwas verwirrend. Also hier geht es um etwas, das noch nicht existiert, das noch kommen wird. Es wird wie ganz neu entstehen. Was macht diesen neuen Himmel, diese neue Erde aus? Wir sehen in diesem Vers schon 3 Dinge. Sie ist neu. Das ist jetzt nicht so überraschend, habe ich schon mehrmals betont. Aber das steht in Jesaja 65 zum Beispiel, Vers 17. Auch, merkt ihr, Altes Testament. Also es hängt alles zusammen. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Neu, was meint neu? Das kann man dann theologisch etwas unterschiedlich nuanciert sagen. Es meint auf jeden Fall vollständig erneuert. Entweder wie man Schmuck einschmelzt und dann so Gold läutert, durch Feuer und Hitze etwas wie Neues entsteht. Völlig neu, völlig erneuert, dass man sieht und sagt, wow, ja, das war alles nur ein Schatten bisher. So, jetzt ist es wie ausgepackt, neu. Zweitens, es ist eine Schöpfung, die erlöst ist. Und das macht einen riesigen Unterschied. Wir erleben diese Schöpfung, auch unser Leben, auch wenn wir an Jesus glauben, erlöst sind, aber immer leben wir in einer nicht erlösten Schöpfung. Und das merkt man überall. Also das merkt man, wenn man Nachrichten hört, was Menschen so alles erleben und tun, aber auch Naturkatastrophen. Wir hören von Erdbeben, von Viren hören wir auch ab und zu so in den letzten Jahren. Werden wir weiterhören von Dürren, von einer Schöpfung, die sich nach Erlösung sehnt. Der neue Himmel, die neue Erde ist erlöst. Das wird alles vorbei sein. Das wird alles zu Ende sein. Es ist auch nicht irgendwie eine Rückkehr ins Paradies. Also die Bibel hat keine zyklische Religion, wo man beginnt und dann geht alles wieder zurück, sondern was damals begann, geht vorwärts und zwar hin in diese neue Himmel und neue Erde, vollständig erlöst. Neu erlöst und es ist eine Erde. Und das geht manchmal etwas unter, je nach Prägung. Das heißt zum Beispiel, wir haben selbstverständlich einen Körper. Es ist keine Frage biblisch, ob man dann so Seele, also wie die Seele, die sie für sich dann so lebt, getrennt. Wir sind
ganz Mensch, wie Gott uns geschaffen hat. Leib, Seele, gehört alles mit dazu. Geist, wir werden ganz Mensch sein. Ein Körper, den man berühren kann, der eine Verbindung hat, auch zu meinem Körper jetzt. Das ist ja die Auferstehungshoffnung. Der Körper ist nicht einfach etwas, man sagt, ja, jetzt habe ich es für dieses Leben und dann lasse ich ihn wieder zurück, sondern wir werden Menschen sein und noch von der Bibel her lesen wir auch, essen, trinken, arbeiten. Das gehört dazu. Das ist zutiefst menschlich, aber erlöst. Also, wenn Arbeit mal mühsam ist, Arbeit ist nicht einfach etwas, wo man so in der griechischen Antike denkt, man Arbeit, das ist so, das machen nur niedrige Menschen, oder? Aber biblisch gesehen ist Arbeit richtig menschlich. Gestalten können, etwas bewegen können, Projekte haben, das gehört alles dazu. Also so gegenständlich. Es ist eine Erde, es ist kein irgendwie komischer, eigenartiger Zwischenzustand oder so. Das zeigt mir schon hier, in diesem ersten Vers, wie die Weltsicht der Bibel vieles aufnimmt, das Menschen spüren, aber auch etwas ganz anderes ist. Sie ist pessimistisch und optimistisch. Also pessimistisch sehen wir hier, das, was jetzt ist, das geht vorbei. Das kommt nicht einfach gut. Und das spüren viele Menschen in unserer Zeit, also auch jüngere Menschen. Viele haben nicht mehr so Hoffnung. Man gründet so Clubs, die nennt man die letzte Generation. Also das ist so die Stimmung, es geht alles bachab. Und von der Bibel her können wir sagen, ja, das hat etwas. Und jeder Rettungsversuch und jede neue Ideologie sagt, jetzt kommt ein neues, wunderbares Reich, es wird noch furchtbarer. Also es ist pessimistisch, aber zugleich zutiefst optimistisch. Wir gehen nicht einfach dem Untergang entgegen. Die Perspektive, die uns die Offenbarung gibt, ist nicht einfach, ja, das ist alles furchtbar und schlimm und Hauptsache, wir sind dann mal weg, sondern ist ein neuer Himmel, eine neue Erde. Es ist darin auch eine Wertschätzung der Schöpfung hier. Also das ist alles wie ein Vorgeschmack. Auch diese Erde ist nichts, wo man einfach denkt, ja, die ist halt da, aber dann ist sie auch weg. Jeder Sonnenaufgang, ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Jede Stille, wenn es frisch geschneit hat im Winter, wenn es schneit, mal ein Vorgeschmack auf die Schöpfung, die noch kommt. Mein Körper, ein Vorgeschmack auf den Körper, der mir Gott erneuert schenken wird. Das ist eine Wertschätzung. Ich erinnere mich jetzt live so an einen Mann, der sein Bein ab dem Knie verloren hat und sich immer gefreut hat und nicht einfach gedacht hat, ja, mein Körper ist so mühsam und schwierig, sondern sagt, mein Körper wird erneuert und ich freue mich dann auf mein Bein. Aber es ist nicht einfach, der wird weggeworfen, dann kommt ein neuer, sondern ich werde erneuert. Also auch euer Körper, die Beziehung zum Körper ist ja nicht immer so einfach, je nachdem, ist von Gott geschaffen, von Gott gewollt und wird von Gott erneuert, wenn wir an Jesus glauben. Das ist eine ganz optimistische Sicht. Und das kann manchmal auch helfen, wenn man zu sehr nur den Untergang sieht. Ich denke an jemanden, der so im Seelsorgegespräch das geteilt hat und wir gemerkt haben, er schaut sehr, sehr viele Endzeitpredigten auf YouTube. Und YouTube ist ja so der Algorithmus, wenn man da mal 3 schaut, kommen die nächsten 3 vorgeschlagen und dann die nächsten 3 und irgendwann war nur noch Endzeit, Trübsal, Untergang. Und das hat ihn seinen ganzen Alltag so deprimiert, so die Hoffnung genommen. Und es war so heilsam, dass wir miteinander dann diese große Perspektive wieder anschauen konnten. Sagen, das Ziel ist nicht Untergang, das Ziel, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Da wird Gott alles hinbringen. Also eine neue Erde, die kann man berühren. Aber das ist längst nicht alles. Gehen wir weiter. Gleich Vers 2 bis 5. Ich lese ihn uns nochmals vor. Diese tiefe Beschreibung dieser Wahrheit. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß: Seht,
ich mache alles neu. Es wird das himmlische Jerusalem beschrieben, das aus dem Himmel herabkommt auf diese neue Erde. Es wird wie eine Hochzeit fast beschrieben. Das heißt, der Himmel, das ist jetzt der Ort, wo Gott ist, und die Erde vereinigen sich. Das heißt, neuen Himmel, neue Erde. Dort auf dieser Erde, wo wir leben, ist Gott selber vollständig gegenwärtig. Mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seiner ganzen Heiligkeit. Wird jeder Winkel, das können wir uns gar nicht ganz vorstellen, vielleicht so wenig erahnen, wie die Welt wäre, wenn an jedem Winkel dieser Erde Gottes Herrlichkeit erfahrbar ist. Jeden Moment stärker als die Sonne. Das wartet auf uns. So ist Gott da. Das beschreibt diese Vereinigung. Und das zeigt mir gleichzeitig, da gehöre ich nicht hin. Also wenn alles wahrhaftig, heilig, vollkommen Gottes Herrlichkeit, Heiligkeit durchdringt, wo ist denn mein Platz da? Da passt mein Leben, das nicht so ist, nicht hin. Und das stimmt ein Stück weit, wenn wir das spüren. Wenn es nur nach uns gehen würde, wäre der neue Himmel, die neue Erde leer. Weil wer kann so in der Gegenwart Gottes leben? Und das ist die gewaltige Wahrheit der Bibel, dass es einen Gott gibt, der alles dafür gibt, dass diese neue Erde nicht leer ist, sondern dass er ein großes Volk hat, dass er Menschen hat, die Menschen, die er geschaffen hat, dass er in Gemeinschaft mit ihnen leben kann und alles dafür tut. Mitten hineinkommt in diese Welt, in diese gebrochene, von ihm getrennte Welt. Und Mensch wird in Jesus, aber noch viel näher, mitten hineinkommt in meine gebrochene Welt, in meine Schuld, in meinem nicht nach Gottes Willen leben und meine Schuld wie zu seiner macht. Und dieser Moment, wo am Kreuz, ihr habt es da sehr sichtbar, um euch daran zu erinnern, diese Mitte, was das für ein Gott ist. Jesus stirbt und ist da verstanden und lebt. Denn er ist wie die Hoffnung dieser neuen Schöpfung. Durch ihn, weil er sein Leben gibt, darf ich Leben haben. Weil das Wahrheit ist, darf ich mit ihm auf diese Zukunft hoffen. Weil ich sehe, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gerechtigkeit. Ich brauche deine Heiligkeit. Und mein Leben gehört dir. Dann darf ich jetzt schon zu ihm gehören und weiß, das ist die Zukunft, die er vorbereitet hat. Nicht wegen dem, was ich leiste, wie ich es heute jetzt im Griff habe oder nicht so, sondern wegen dem, was er getan hat. Und wenn auf dieser neuen Erde Gott gegenwärtig ist das dann nichts zu fürchten, sondern es heißt, es ist etwas, wofür wir schon immer geschaffen wurden. Wir wurden geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vom Beginn weg. Das fehlt uns. Wir werden es vollkommen erleben. Es wird so beschrieben in der Bibel auch, wie wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich werde ihn sehen und ich weiß in dem Moment, Jesus kennt mich ganz. Den dunkelsten Tag meines Lebens. Kennt meine Schuld, kennt mein Herz bis ins Innerste. Alles, was ich mich aus Schäme verdrängen will. Und gleichzeitig, es ist vollkommen wahr, ist vollkommene Liebe, die mir da entgegenkommt und sagt, ich freue mich über nichts mehr, als mit dir jetzt Gemeinschaft haben zu dürfen für immer. Dafür habe ich dich gemacht. Das meint, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen und jeden Moment werde ich daraus leben dürfen. Das wartet. Das hat Auswirkungen, wir haben es gelesen, ich greife 3 heraus. Seine Gegenwart führt dazu, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist der Ausdruck, dass Gott gegenwärtig ist. Und mich hat jemand da mal eine gute Frage gestellt, ja, wieso weint man denn da? Also wieso Tränen? Ist doch dann schon vorbei. Die Illustration, die mir wie hilft, ist dann das auszudrücken, ist wie wenn man, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, mal verloren gegangen zu sein als kleines Kind oder selber erlebt habt mit Kindern. Das ist so ein ganz kritischer Moment. Ich habe so das Gefühl noch in mir, wenn man irgendwo einen Anlass, Markt, Fest und plötzlich merkt man,
Wo sind meine Eltern? Die sind nirgends mehr. Und die Panik und die Angst und die Unsicherheit und die Tränen. Und man sucht und sucht und sucht, ein Stück weit auch manchmal die Beschreibung für unser Leben hier. Wir sind wie getrennt von der echten Heimat, vom echten Vater. Und dann der Moment, wenn man gefunden wird wieder. Die Erleichterung. Und dann sitzt man so auf dem Schoß. Wir haben es auch live erlebt. Vor genau 2 Jahren ein Kind so richtig verloren. Und wenn man es dann findet und es hält, die Erleichterung ist da bei Kind und Eltern. Aber das Kind ist immer noch so, man ist noch ganz aufgeregt, es läuft noch so eine oder andere Träne aus den Augen und man kann sie wie wegsteigen und sagen, es ist gut, du bist gefunden, du bist da. Keine Angst mehr, wir halten dich. Das drückt das aus. Es ist gut. Es ist geschafft. All deine Kämpfe, all dein Schmerz ist vorbei. Es ist vorbei. Du bist angekommen. Keine Tränen mehr. Genauso kein Tod mehr. Vergänglichkeit ist überwunden. Jesus hat auch den Tod besiegt. Das macht einen Riesenunterschied, oder? Das ändert alles. Und drittens wird uns beschrieben, alles Leid, alles Geschrei, alles Hören von Krieg und Verzweiflung und Schmerzen ist vorbei, weil Gott gegenwärtig ist. Das zeigt uns, man kann das wie so beschreiben, wenn ich so an Jesus glaube, gilt die Wahrheit, das Schönste kommt noch. Es gibt so ein Buch, wo das beschrieben wird von Fritz Rinecker, das heißt, das Schönste kommt noch. Das heißt, der schönste, der erfüllendste Tag deines Lebens liegt noch vor dir. Also du hast es nicht schon verpasst oder so. Du denkst, ja, was kann noch kommen in mein Leben? Oder was hole ich heraus? Das Schönste, das Vollkommenste, der wunderbarste Tag, er liegt noch vor dir. Das ist die Verheißung. Egal, was für Situationen wir gerade sind. Das beeinflusst unser Leben jetzt. Zum Beispiel Menschen, die krank sind. Wenn ihr das gerade mitgeschwagt, ja, ich kenne das Leid, die Tränen oder Verlust erlebt habt. Das heißt, Gott greift manchmal heilend jetzt schon ein und da freue ich mich und freue ich mit euch, wenn ihr das erlebt. Das Vorzeichen von dem, was kommt. Aber einmal wirst du geheilt. Heilung ist garantiert. Nicht in dem Sinne, ja, hier wird jeder geheilt, aber Heilung kommt. Auch wer psychisch belastet ist, darf wissen, Heilung kommt. Das ist nicht für immer. Das ist eigentlich nur, Paulus würde sagen, für eine kurze Zeit. Es kommt vollständige Erneuerung. Ich habe eine Frau in meiner Gemeinde, die chronisch schwer depressiv ist und immer so Wellen hat. Aber es ist für sie so ermutigend, dass sie weiß, das wird kommen. Das ist nicht für immer. Ich werde das wieder erleben. Zu leben ohne das, was mich immer so herunterzieht. Gleichzeitig kann das helfen, dass wir unsere Realität jetzt, unser Leben jetzt, nicht überfordern. Das ist nicht der Himmel hier. Und dass wir uns wieder daran erinnern. Manchmal ist man so geprägt, man will das Maximum herausholen oder möglichst eine erfüllende Beziehung. Wenn man dann Ferien hat, möglichst gute, schöne Ferien. Oder bei der Arbeit, das soll ja wirklich erfüllend sein. Aber manchmal überfordern wir das jetzt, weil es ist nicht der Himmel. Es darf auch einfach durchschnittlich sein heute und es ist doch ein guter Tag. Es ist die Ermutigung, sich an dem zu freuen, was jetzt da ist, weil es muss nicht alles erfüllen, es muss nicht vollkommen sein. Ihr könnt es ja mal ausprobieren im Auto, nach Hauseweg oder wie ihr hergekommen seid. Falls ihr verheiratet seid, mal sagen, du Schatz, ich freue mich auf unsere durchschnittliche Ehe. Natürlich nur, wenn ihr es gut habt. Aber das darf sein. Es muss nicht immer Optimum sein. Es darf auch normal sein. Und ich darf mal sagen, es ist eine schwierige Phase und das darf sein. Auch Gemeinde ist auch nicht Himmel auf Erden und es darf auch mal durchschnittlich sein. Ich merke, ihr bemüht euch, das gut zu machen. Das ist super. Also ich fühle sich sehr wohl und ich würde da sehr gerne als Kind in die Musicalwoche kommen. Das hätte ich geliebt. Aber manchmal überfordern wir uns auch in der Gemeinde, weil wir sind noch nicht angekommen und das spürt man an allen Ecken und Enden. Aber einen gibt's, auf den läuft alles zu und so heißt es hier zum Schluss. Vers 6. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge.
Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Um ihn geht es, jetzt schon und einmal auf dieser neuen Erde. Er ist das Zentrum von allem, das A und das O, der Anfang und das Ende. Und er sagt, es ist geschehen im Griechischen. Nun ist alles erfüllt. Das klingt fast gleich wie am Kreuz, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Es hängt zusammen. Der gewaltigste Plan, die größte Geschichte, die je gehört wurde auf dieser Erde, in diesem Universum, ist jetzt zur Vollkommenheit gekommen. Die große Geschichte von Gott mit dieser Welt und uns Menschen. Jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist alles erfüllt. Da zielt alles hin. In der Mitte, wer ist da? Jesus selbst. Er ist da gegenwärtig und sagt heute Morgen, dieser lebendige, auferstandene Jesus, der alles in seiner Hand hat, ich will dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers geben, und zwar umsonst. Das ist die Einladung. So, jetzt haben wir den großen Bogen geschlagen. So. Man kann fast keinen größeren Bogen schlagen in einer Predigt, oder von Anfang bis Schluss. Aber wir sind jetzt heute hier, jetzt. Es gibt einen, der sagt, deinen tiefsten Durst wirst du mit nichts hier stillen können. Mit keiner Beziehung oder Familie oder Beruf und Besitz. Und auch nicht, wie du vielleicht deinen eigenen Körper siehst und denkst, und ich sollte sein, ich müsste anders sein. Den tiefsten Durst kann nur ich dir stillen, weil du wurdest geschaffen für die Beziehung mit mir. Das ist die Einladung zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr als alles andere. Das erste Mal, oder das ist etwas, was wir immer wieder neu machen, im Abendmahl können wir das dann wie auch ausdrücken. Sagen, ja Herr, meinen tiefsten Durst stille ich allein bei dir. Was ich wirklich brauche, bist du. Paulus sagt, Jesus ist mein Leben. Und dann sogar Sterben mein Gewinn. Das ist diese Hoffnung. Dieser Jesus sagt hier, komm. Es gibt wie zweimal zwei Kommen in der Offenbarung. Offenbarung 22 heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ganz zum Schluss heißt es, das allerletzten Vers in der Bibel, und vielleicht können wir da jetzt mit einstimmen, diese Sehnsucht, wenn wir das wie sehen und sagen, dieser Jesus ist mein Erlöser, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist der Bogen zum überraschenden Himmel, wenn es da zum Ende geöffnet wird, wo ich weiß, wenn ich heute weiß, das Schönste durch Jesus liegt, das Schönste noch vor mir, kann ich heute voller Zuversicht leben und mich an dem freuen, was ich jetzt habe. Und vieles werde ich nicht haben, an dem, was ich jetzt habe. Dass ich jetzt atmen kann, haben wir gesungen. Und mich freuen und weiß dabei, der Jesus, der jetzt schon bei mir ist der gleiche, der dann vollkommen auf mich wartet. Das ist die Einladung. Lasst uns mit dem Vorgeschmack des Himmels leben. Realistisch und zugleich zutiefst optimistisch. Lasst uns von den Freuden des Himmels leben. Jetzt, heute, hier. Das ist eigentlich Gemeinde, das zu feiern, Menschen dazu einzuladen, in diese große Geschichte. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir können fast nicht sagen, was das ausdrückt, dass du zum Ziel kommen wirst, wie alles neu wird, wie wir alles, was wir jetzt auch erleben, an Schuld und Tod, Vergänglichkeit, an Leid, an Spannungen, wirst du alles erfüllen. Dass du, Jesus, dein Leben gegeben hast, erlöst mich, aber wird diese ganze Schöpfung völlig neu machen. Ich danke dir für diese Hoffnung. Hilf uns, dass wir mitten in dieser Welt als Menschen der Hoffnung leben können. Bitte hilf uns auch, das auszuhalten, was momentan unvollkommen ist, nicht himmlisch ist. Und nicht zu überfordern, was um uns herum ist. Auch einander nicht zu überfordern. Aber im Wissen, du Jesus, du kommst zum Ziel. Du kommst zum Ziel mit uns. Und ich danke dir, dass deine Sehnsucht ist, dass noch so viele Menschen
dich sehen dürfen, dich erkennen dürfen, an dich glauben dürfen, Teil von deinem Volk zu sein. Danke für uns das Privileg vor Augen, wenn wir das jetzt schon sind. Amen.